Einen wunderschönen guten Morgen oder besser gesagt guten Mittag bei uns am Frühstückstisch. Wir machen heute statt Frühstück Brunch, weil es mit dem Brot ein bisschen länger gedauert hat. Es gibt selbstgebackenes frisches Baguette. Allerdings ist das mit der Backzeit noch nicht ganz ausgereift. Ich habe das nach einem Rezept von einem YouTube-Video gekocht oder gebacken, aber keine Ahnung, was der gemacht hat, aber so hat das Ganze hier nicht gebacken, wie es da steht, weil dann ist es oben noch ganz hell. Deshalb werde ich noch ein bisschen weiter tüfteln, bis das oben auch eine schöne Kruste hat und dann gibt es auch ein Rezept mit Backanleitung für euch. Aber jetzt habe ich genug lang gewartet. Hau rein! Ja, also die erste Nacht hier auf diesem Campingplatz, die war eigentlich ganz okay. Ein richtig cooler Campingplatz mit ein bisschen komischen Leuten. Darauf gehen wir aber nicht weiter ein. Es sind nicht die Betreiber, es sind die Leute, die hier auf dem Platz sind. Ja. Gestern war das, oder bei euch war das letzte Video relativ schnell zu Ende. Wir haben da uns am ersten Tag noch um Internet gekümmert und wir haben auch das erste Mal getankt. Getankt haben wir für 1,10 €. So günstig haben wir, glaube ich, seit Luxemburg nicht mehr getankt. Und wir haben uns auch um Internet gekümmert und zwar haben wir 6 GB für 2,99 € und da sind auch Gesprächsminuten und SMS noch mit dabei. 2000 SMS sind da mit dabei. Ja, also wir sind gerüstet für den ersten Tag in Lettland, genießen jetzt das Frühstück und dann geht's los. Und der wahre Grund, warum wir schon wieder auf einem Campingplatz sind, ist das Wasser. Ihr habt ja alle mitbekommen, dass in Lettland das Wasser so wahnsinnig gerochen hat. Wir haben da ja kaum Wasser gefunden, das nicht nach Schwefel gestunken hat oder sonst irgendwas. Und darum haben wir uns entschieden, hier in Litauen jetzt nochmal zu versuchen, irgendwo Wasser aufzufüllen, das nicht so riecht. Und wir hatten wirklich Glück, wir haben jetzt richtig gut duschen können, ohne dass es riecht und können jetzt hier auch Wasser auffüllen, ohne dass es riecht. Jetzt füllen wir alle unsere Tanks auf, was nur geht. Und hoffen, dass das wieder eine Zeit lang reicht. Das war jetzt wirklich doof. Wir hatten das Problem ja auch im Süden von Estland und ja, hoffen jetzt, dass es wieder besser wird. Jetzt füllen wir wirklich hier alles auf und dann geht's weiter. Alle Tanks sind voll, wir sind bereit fürs 40. Land unserer Reise. Lasst euch nicht abschrecken, was wir vorher gesagt haben. Der Campingplatz, der ist wirklich richtig cool und der lohnt sich. Es hat sicher nicht immer solche Leute hier auf dem Platz. Es geht los, seid ihr bereit? Litauen. Ja, los geht's. Ja, wir sind am Berg der Kreuze angekommen, ein katholischer, mittlerweile auch touristischer Wallfahrtsort. Ja, der Name allein schon, Berg der Kreuze, ist ein kleines bisschen übertrieben. Der Berg ist nämlich gerade mal 10 Meter hoch und eigentlich eher ein Hügel. Es ist sehr touristisch. Ich glaube auch, wir haben von fast jedem, der schon hier war, den Tipp bekommen, hierher zu gehen. Trotzdem sind wir hier, wir wollen es uns anschauen und es ist auch tatsächlich so, dass Litauen gar nicht so viele bekannte, sage ich mal, Plätze bietet, wo man jetzt einfach hinfahren kann. Zu diesem Ort hier gibt es gerade schon mal 2 Legenden, also die kommen gleich im Doppelpack. Die eine besagt, dass ein Vater eine todkranke Tochter hatte und als er neben dieser einschlief, ist ihm im Traum eine weiße Frauengestalt erschienen, die hat ihm gesagt, er soll ein Kreuz auf dem Hügel aufstellen und nicht auf irgendeinem, sondern natürlich auf diesem Hügel. Und das hat er dann am nächsten Tag auch direkt gemacht, hat hier ein Kreuz platziert und als er wieder nach Hause ging und zu Hause ankam, war seine Tochter gesund. Und das hat sich natürlich herumgesprochen und entsprechend stehen jetzt hier ganz viele Kreuze. Die andere Legende geht um einen Fürst, der musste nach Riga zu einem Prozess und er sagte auf dem Weg nach Riga, wenn er diesen Prozess gewinnt, dann werde er hier ein Kreuz aufstellen. Und ihr könnt euch das Ende der Geschichte bereits denken wahrscheinlich. Er hat den Prozess gewonnen, er hat sein Versprechen eingelöst, er hat hier ein Kreuz aufgestellt und auch das hat sich natürlich herumgesprochen und entsprechend stehen die Kreuze hier. Ihr dürft selber wählen, ob ihr lieber an den Familienvater glauben mögt oder an das Recht. Wie ihr wollt. Aber wir schlendern jetzt hier ein bisschen durch.
Ich habe noch eine Frage. Warum steht dann Karl da hinten? Weil wir nicht bei der Touristeninformation geparkt haben. Die ist da unten und weil man von da hinten kommt, parkt einfach jeder dort. Der Parkplatz da ist kostenpflichtig. Hier gibt es aber der Straße entlang freie Parkplätze. Da hat es kein Schild, da hat es rein gar nichts. Da kann man einfach parken. Man muss sich halt nur getrauen, ein bisschen weiter zu fahren. Wenn wir schon an einem Ort der Trauer und des Todes sind, kommen wir leider auch nicht darum herum, über ein anderes Thema zu sprechen, das Litauen sehr betrifft und was eigentlich sehr tragisch ist. Denn Litauen führt die Rangliste an der Selbstmorde in Europa mit Abstand Platz 1 und auch weltweit Platz 2 war lange Platz 1. Jetzt hat Sri Lanka diesen Platz übernommen und es ist wirklich ganz, ganz tragisch. Von 100.000 Menschen in Litauen nehmen sich 70 das Leben und das ist wirklich sehr, sehr tragisch. Die Gründe dahinter ist eigentlich, dass seit der Sowjetzeit nichts passiert ist. Die Leute werden immer noch medikamentös behandelt. Es gibt keine Psychologen, keine Psychiater, die hier Hilfe leisten und so kommt es leider dazu, dass wirklich Litauen führend ist, was die Selbstmorde anbelangt in Litauen. Ganz, ganz eine tragische Sache. Ja, der Papst, der war vor uns auch schon mal hier, aber wir sind durch. Es ist sehr anmutend, hier durchzugehen. Ich bin ein bisschen überrascht ab der Masse an Kreuzen, die es hier hat. Also ich meine, ich habe mir das schon vorgestellt, dass hier nicht nur 4 Kreuze stehen, aber die liegen teilweise wirklich in richtigen Haufen übereinander und jeder Quadratzentimeter ist ausgefüllt und auf jedem Kreuz hängen irgendwie nochmal Dutzende Kreuze und Rosenkränze. Also es ist schon wirklich die Masse, finde ich, ist wirklich sehr beeindruckend. Und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch eine Münze werfen. Geht's nach Osten oder nach Westen? 2,5 Stunden und ein paar Kilometer später sind wir in Kaunas angelangt, unsere erste Großstadt in Litauen, 300.000 Einwohner. Hier fließt die Nemel in die Memus. Diese 2 Flüsse fließen hier zusammen. 300.000 Einwohner, war einmal die Hauptstadt von Litauen und ist sehr berühmt für die Textilindustrie. Es findet hier die Textile Biennale jeweils statt. Das ist eine große Textilausstellung. Es dreht sich also ein bisschen um das. Und 2022 ist Kaunas auch die Kulturhauptstadt von Europa zusammen mit Esch in Luxemburg. Also diese Stadt, so wie es scheint, hat einiges zu bieten. Auch, du hast da einiges auswendig gelernt. Ja, und auch eine richtig coole Burg. Und genau da gehen wir jetzt hin und wir versuchen auch noch ein paar Spezialitäten zu probieren. Los geht's in die erste Großstadt in Litauen. Okay, wer uns kennt und vor allem mich kennt, der weiß, was das heißt. Aber ich glaube, ich brauche einen Sticker für hinten auf Karl. Diese Stadt, die haut mich echt um. Ich weiß nicht, ob das noch ein Geheimtipp ist, aber Kaunas ist cool, hip, modern, neu, sauber. Einfach wirklich eine richtig coole Stadt mitten in Litauen. Das hätte ich nicht erwartet. Und wo stehst du hier gerade? Ich stehe hier zwischen 500 Linden, die bis zum Palast führen. Das müssen wir noch. Ja, auf jeden Fall hat es hier 500 Linden, die den Weg säumen. Das müsste ich noch sagen, oder? Genau. Gut, kann ich jetzt? Ja. Dankeschön.
Und was er nicht gesagt hat, das ist die längste Fußgängerzone von Europa, 1,7 Kilometer lang ist die. Aber teilweise ziemlich im Bau momentan. Wenn ich euch jetzt sage, dass das eine katholische Kirche ist, dann sagt ihr wahrscheinlich, hat sie falsch recherchiert. Ist aber tatsächlich so. Wurde ursprünglich als russisch-orthodoxe Kirche gebaut, im Krieg übernommen und nach dem Krieg dann den Katholiken zugesprochen. Und deshalb sieht diese katholische Kirche aus wie eine russisch-orthodoxe. Ist sie aber nicht mehr. Also eigentlich wollten wir ja lokal essen gehen. Das ist ja immer mein Ziel, möglichst viele lokale Spezialitäten zu probieren. In dieser Stadt hier ist das quasi unmöglich, weil jeder zweite Shop oder jedes zweite Restaurant ist eine Pizzeria. Also haben wir uns mal hier hinten hingesetzt und da gab es dann Chinesisch. Es war absolut fantastisch und super lecker. Das Ganze, und jetzt haltet euch fest, hat uns 13,50 € gekostet. Das waren 2 Hauptgänge und 2 Getränke. Also wirklich unglaublich, was das Preisgefälle hier ist. Ja, ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen hier. Möchtest heute du anfangen? Wunderschöne Stadt. Sie hat jetzt vielleicht nicht das riesengroße Zentrum, wo man sich jetzt stundenlang drin vertreiben kann. Aber ich sage mal 1,7 Kilometer lange Fußgängerzone. Das ist ja nur eine von 2 Zonen. Ja, das gibt schon schön was zu sehen. Vor allem die Stimmung ist gut. Wir kommen jetzt ja so langsam in den Abend hinein. Die Gassen werden voll, die Restaurants und die Bars sind gut gefüllt. Also es ist so eine lockere, fröhliche, freudige Stimmung und das Wetter ist toll. Es hat einfach schlicht alles gepasst. Ja, für mich hat die Stadt es in 2 Stunden in eine Liste geschafft mit Sibiu, Pamplona, Sarajevo und noch ein paar mehr. Also das war wirklich ein einziges Highlight. In Litauen so eine Perle zu finden, das hätte ich persönlich nicht erwartet. Ich habe mich auch nicht tiefergehend mit Litauen informiert, aber man weiß halt einfach so 2, 3 Sachen und das war jetzt mehr als nur eine Perle. Wir machen uns jetzt auf, suchen uns noch einen Schlafplatz, den ersten Wildcampingplatz hier in Litauen und ja. Da müssen wir uns überlegen, wollen wir überhaupt noch eine weitere große Stadt hier machen in Litauen? Sprich, momentan gefällt es uns hier eigentlich so gut, dass wir uns vorstellen könnten, Vilnius wegzulassen. Ja, weil... müssen wir mal heute Abend ein bisschen ein paar Bildchen anschauen und so weiter. Das war jetzt wirklich so ein Highlight, dass man dann denkt, warum noch eine andere Stadt? Es kann ja irgendwie, wenn alles passt, gar nicht mehr besser werden. Aber wir fahren jetzt erstmal zu und schauen, wie die Nacht wird und dann wir melden uns. Und schon ist der erste Morgen angebrochen. Hätte mir vor 2 Jahren jemand gesagt, dass ich einmal in Litauen auf einem Autobahnparkplatz freistehe mit einem Camper, ich hätte ihn wahrscheinlich für verrückt gehalten, definitiv. Genau das haben wir aber letzte Nacht gemacht. Es blieb uns fast keine andere Möglichkeit mehr. Wir sind so versackt in diesem Taunus, es wurde später und später. Und dann ging natürlich die Stellplatzsuche los. Dann haben wir auf Park4Night hier so einen Autobahnparkplatz gefunden. Der ist vielleicht 500 Meter weg von der Straße hier unten. Eigentlich direkt an einem See, aber trotzdem halt nicht so ganz sympathisch. Wir haben wieder mal alle unsere Sicherungen montiert, einfach um ein besseres Gefühl zu haben. Und schlussendlich ist auch nichts passiert. Es war weder laut noch irgendein Problem. Es ging sich alles gut aus. Trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl. Naja, so ist das manchmal bei Campen. Und es ist ja auch nicht immer so, dass wir an solchen Plätzen übernachten müssen. Tja, heute geht die Reise weiter. Wohin? Das seht ihr dann im nächsten Vlog. Wir machen Schluss für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Der erste richtige Tag in Litauen. Es war für uns wirklich ein absolutes Highlight. Wir hoffen natürlich für euch auch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder genau von hier, von diesem Autobahnparkplatz in Litauen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.